Ja, ja, auf einer alternativen Zeitlinie kämpfen wir hier gegen Vegeta. Seine Wehrwaffenform bei Dragon Ball Sparking Zero, wobei nicht nur das, wir kämpfen gegen Vegeta, gegen seine beiden Formen, ohne uns erholen zu können. Und Vegetas Wehrwaffe, naja, mit Son Gokus aktuellem Movement ist ein bisschen schwierig zu knacken. Ja, ich habe letzte Folge gesagt, ich möchte gerne Schwierigkeit senken. Ich versuche es noch einmal, weil ich jetzt noch ein bisschen Schaden machen konnte. Aber ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung drin, dass ich das irgendwie hinkriege. Ich glaube, das wird doch nicht mehr. Dem Konter meine ich. Ja, zu spät. Er ist schon im Sparking-Modus drin, na egal. Da dran gesammelt, wa? Er gefunden? Das stand gar noch, dass er mich nicht gefunden hätte. Das ist so ein kleines Augensymbol, so graues Augensymbol, wie sie sagen, so einen roten Strich hat. Ja, Henshin Goku, Henshin. Ja, und ich hau ab, tschüss. Ja, natürlich trifft er mich trotzdem. Was ist denn das für ein Penner? Was hat er den gemacht? Ah, Mist. Nein, ich kann nicht mehr dazu. Oh Mann. Wieso kann ich in dem Moment, wo er seinen Special Move macht, nicht auch meinen machen? Ich war ja auch in dem Modus. So, kein Bock mehr, sorry dafür, Leute. Nee, ich sehe einfach nicht ein. So, mal gucken, wie viel einfacher jetzt das Ganze sein soll. Okay. Ein bit confused. Ah, Mist, das ist noch nicht so ganz. Das kann ich jetzt so gut irgendwie kontern, ich meine. Gut, das war jetzt falsches Timing, hat wieder einen Wehrwaffen drin. Eigentlich hatte ich was anderes vor. Aber so mit einem Kreis und, also Kreis für den Wahrnehmungsmodus, sag ich jetzt mal. Und das Blocken, um irgendwie einen Super-Konter auszulösen, irgendwie. Das ist ein bisschen creepy. Weil ich es eigentlich gar nicht vorhabe jeweils. Oder doch irgendwie schon, aber es klappt besser, als ich es eigentlich gedacht hätte.
Oh fuck. 事前に月を消してやがったな。月とか3とか何わけわかんねえこと言ってんだ。してやったり。 Hab gar keinen Kiel, deswegen konnte ich nichts machen. そうはいかんぞ。満月の代わりになるパワーボール、それさえ作れば変身はできる。まさか上様ができるとは思わなかったようだな。変身 Naja, Hähnchen, er ist schon soweit. 弾けて混ざれ。 So, hallo Werfe. Mann, er ist so schnell in dem Move. どうなってやがんだ。大猿の化け物。 Ja, als würde er mich lesen, wisst ihr? Er ist voll scheiße. Natürlich kannst du teleporten in dem Move, in der Statur. Mann, ich hasse werfen. Mann, und... So, guck, du bist einfach zu langsam. Oh, das ist so frustrierend, Leute, das glaubt ihr mir gar nicht. Hä? Okay. Gott sei Dank haben wir einen Sinn drin. Verstehe ich jetzt nicht, warum das nicht geklappt hat. Also, dass ich nicht selber teleporten konnte zum Ausweichen.そうか、カカロット貴様、事前に月を消してやがったな。月とか3とか何わけわかんねえこと言ってんだ。してやったりってところだろうが、そうはいかんぞ。満月の代わりになるパワーボール、それさえ作れば変身はできる。まさか俺様ができるとは思わなかったようだな。変身？オラの本気見してやる。ここからだ。弾けてま。 Oh, schade. Da kannst du halt überspringen. Er ist ausgewichen, ich glaub's nicht. Geht negativ. Na, Weltreise oder was? Okay, wenn es trifft, macht es ordentlich Damage, das gefällt mir.
所詮パワーアップといっても下級戦士ならこの程度か。さっさと終わらせてやろう。 So, komm schon. この手で握りつぶしてやる。 クリリン Er lebt immer noch! 悟空 Oder nicht? Puh. War leicht nervig. Nur ganz ein bisschen. Son Goku verliert nach Vegetas Angriff das Bewusstsein. So vorher so, nicht jetzt. Die Situation erscheint ausweglos zu sein, doch dann gesellt sich aus nichts ein unerwarteter Verbündeter Son Goku. サンキューチャオズよくセンズなんて持っていたな Son Goku bekommt einen Sensobohne von Chaozu, erholt sich, aber Son Goku muss mit ansehen, wie seine Freunde von Vegeta besiegt werden. クリリン 仲間は回復してやらないのか。いや、弱いやつは見捨てる気になったか。ようやくサイヤ人らしくなったじゃないか、カカロット。最後のセンズはオラが回復もできないならこれで終わりだ。貴様もすぐに仲間のもとに連れて行ってやる。何？許さねえ なんだその姿は。貴様。いい加減にしろピッコロが死んでドラゴンボールもねあったとしてもクリリンは二度と生き返られんだぞお前のことは謝っても許さねえ Ernsthaft? 2のほど知らずに髪の色が変わったところで貴様が俺にかなう Ja, Vegeta, bist du doof oder tust du nur so? Das ist ein fucking Super Saiyajin. 話し方まで変わりやがる。いちいち気に障る野郎だ。弱はつけてやつJa gut, ich meine, klar, ist ein Moment gewesen und so. Son Gokus Wut durchaus verständlich. Wir haben schon gefragt, wie zum Henker besiegen wir jetzt Vegeta ohne Gengidama, aber gut. Super Saiyajin geht natürlich auch.こいつが下級戦士のカカロットが伝説のスーパーサイヤ人なの。あれはくだらない言い伝えのはずだ。くそ Nichts ist unmöglich. Super Saiyajin. スーパーサイヤ人になれるのは俺だけのはずなんだ。この俺が落ちこぼれの下級戦士に。 Naja. Super Saiyajin. Halt. Irgendwie. Oder? 俺がまさか引き返すことになるとは。もう二度と地球に来るんじゃねえぞ
屈辱は忘れんぞ。絶対にサイヤ人の壁をカカロット貴様を超えてやる。Was sagen wir bloß innerhalb von dieser Was-wäre-wenn-Szenario-Welle, dass da auch Vegeta zum Super Saiyajin wird. Also, früher und anders irgendwie. Erinnert sich, dass Krillin den Planeten Namek erwähnt hat. Sogar erinnert sich an Vegetas und Nappas Gespräch. Es ging darin um mögliche Dragon Balls auf dem Planeten Namek. Mit Hilfe von Bulma und Mr. Popo kommen sie an ein Raumschiff. Doch Son Goku spürt, dass etwas passieren wird und beschließt, allein zu gehen. Ernsthaft? Wenn Bulma ein Einzelraumschiff für Son Goku organisiert, trainiert dieser wie wild. Son Gohan tritt auf ihn zu. 一緒に行けないのは残念だけど、必ずドラゴンボール見つけてピッコロさんたちを助けてね。ああ、約束だ。Son Goku trifft allein auf den Planeten Namek ein. Ihm bietet sich ein schreckliches Bild. Leichen von Namekianern liegen überall verstreut. Son Gokus düstere Vorahnung hat sich bewahrheitet. Geht schnell hier, wa? おい、逃げねえでくれよ。別に取って食うわけじゃねえんだから。なんだってめえ、あいつの仲間か。それがレーダーにあったナメクセのドラゴンボールか。思ってたよかでけえな。こいつが狙いってことはやっぱり仲間か。仲間って何の話だ。やれ Gerne. Ich erinnere ein paar Dragon Balls. Sag mal, was ist mit dir los? Ja, warte mal, habe ich eigentlich noch, vielleicht ganz kurz rausgehen, weil ich glaube, ich habe eine Schwierigkeitsstufe ein bisschen runter. Das wollte ich nur beim Werfen machen. Okay, Standardwert, sehr gut. Okay, aber offenbar ist hier... Ich habe leben müssen, kurz. Die zwei Kämpfe, wa? Hä? Okay. Muss ich verstehen, ne? Wir sind auf Namek, da sind die ganze Ginyu Force, Freezer, Vegeta vielleicht auch noch, ne? So wie es gerade aussah, okay, aber trotzdem. Und Flieg und Sieg! Boom! Oh, weit rüber nicht. Habe ich eigentlich Super Saiyan Information drauf? Frag einen Freund? Nö, irgendwie nicht. Oh, ich habe was Neues gelernt, warte mal. Ja, nicht das hier. Nur kurz die Wahrnehmung testen. Hä? Da war doch gerade was. Ah, nee, doch nicht. Ich hätte, nachdem ich die Wahrnehmung benutzt habe, um wegzuschleudern, nochmal teleportiert. Ja! この木は
Vegeta! Das ging aber schnell. Hä, Vegeta! Warst du beim Friseur oder was? Er hatte die Haare gebleicht. So Goku steht vor jemandem, der ihm selbst ähnelt. Vegeta hat seine Super Saiyan-Kräfte entdeckt. Auch Vegeta sucht nach den Dragon Balls. Jetzt stellt sich Son Goku in den Weg. フリーザを倒し、あとは貴様だけだ、カカロット。さっさとスーパーサイヤ人になりやがれ。 Die Funken ihres Kampfes fliegen schon bald wieder. Ja, sehr bald. どうだカカロット、俺もなることができたぞ。伝説のスーパーサイヤ人にな。 Jetzt kommt noch so ein Schwanz, warum denn das? Ach stimmt, wir hatten gar nicht abgeschnitten. Da war der Mond, den wir zerstört hatten, genau, der そう Minimond. か。おめえがナメック星人を。みんなを生き蹴らせるには、ベジータを倒すしかねえんか。さっさと貴様もスーパーサイヤ人になれ。この俺に殺されたくなければな。これがお望みなんだろう。そうだ。この姿で今の貴様を倒すことがな。俺は死ぬような思いを繰り返して戦闘力を高めることができた。それでは貴様に追いつくことはできなかった。しかし貴様ごときに打ち負かされた屈辱と自分の弱さに対する怒りによってスーパーサイヤ人になり、フリーザもこの手で倒すことができたのだ。感謝するぜカカロット。それだけ強くなったドラゴンボールを望む理由は何だろう。罪もない人々ナメック星人たちを殺しやがる。弱いものなどこの宇宙に必要ない。そうは思わないか。なんなら貴様も俺の部下にしてやろうかカカロット。話にならねえなベジータ。 Nein, der Vulkan noch, scheiße! Hä, das kann's nicht mehr. Uh. Entschuldigung, ich muss gerade niesen. Ah. Ey, warte mal, schon vorbei. Hä? Was ist denn jetzt los? Was ist das für eine Sparking-Episode? スーパーサイヤ人になってもカカロットに勝てないのか。 Vegeta als Osaru war schwerer als Vegeta als Werfer. Gut, ich bin natürlich, als Super Saiyan meine ich. Ich bin natürlich jetzt auch selber Super Saiyan gewesen, das ist wieder was anderes, aber trotzdem. Der Kampf war relativ easy. スーパーサイヤ人は激しい怒りと穏やかな心を持つ者がなれる。貴様が負けたのはその片方が欠けた半端なスーパーサイヤ人だからだ。それでまたとどめも刺さず見逃すのか。でもそれはお前に屈辱を与えるためじゃない。何。俺はいつでも相手になるぜ。強いやつと戦うのは好きだからな。カカロット、貴様もやはりサイヤ人だな。いいだろう、さらに強くなって必ず貴様を倒してみせる。
こうして悟空とベジータの2度目の戦いは終わりを告げ、ナメック星を去るベジータを悟空は見届けた。そして悟空は願いを叶えて地球に戻り、仲間たちと再会を果たす。果たして孫悟空はどこまで強くなるのか。再び敵が現れてもきっとその限界を超えていくのだろう。Tja, und das alles ohne Kaioken und Genkidama. Grenzen überschreiten. Oh, ein Trophäe gewesen. Benutzt der definierte Kampf 2D-Schnitt. Das muss ich sagen. Grenzüberschreitende Fotosammlung. Okay. Das war. Der Vegeta Versorgung Goku erscheint, ist aber nicht derselbe. Dieser kann zum Super Saiyajin werden. Vegeta bereits Freezer bezogen, ich nehme an in der ersten Form, und will nun gegen Son Goku kämpfen. Das heißt Super Saiyajin gegen Super Saiyajin. Aber ganz ehrlich, klar, ich verstehe, warum das Ganze hier vorbei ist, weil wäre jetzt ein bisschen creepy, tatsächlich, wenn man die Story hier weiterführen würde. Weil, wie weit soll das Ganze noch gehen? Aber im Prinzip, ne, gerade mit den Cyborgs zum Beispiel, war doch damals so bei C20 bzw. Dr. Gero, dass er keine Ahnung davon hatte, dass Son Goku zum Super Saiyajin werden konnte. Jetzt theoretisch wüsste er es ja, weil es ja auf der Erde passiert ist, ne? Wo das Raumschiff zerstört. Naja. Okay, das war sehr interessant. Irgendwie die Kämpfe habe ich relativ gut hinbekommen, bis auf den gegen Vegeta, weil es die Kombi war, ne? Vegeta plus Osaru, also in seiner Osaru-Form. Und der war einfach ein bisschen nervig. Ich denke, es geht sicher auch so, ne? Auch mit der normalen Schwierigkeit, bin ich mir ziemlich sicher. Hätte ich irgendwann noch hinbekommen, hätte ein bisschen lange gedauert. Warum ich aber irgendwie da mit Super Wahrnehmung, nicht Super Wahrnehmung, die Super konnte, wieso der aber so funktioniert hat, ich habe keinen Plan. Also quasi, je nachdem, wenn er gegen angegriffen hat, diesen wieder zurückschleudern konnte, oder zurück, ja, wie soll ich das sagen, das ist nicht doof zu sagen. Es geht offenbar darum im Spiel selber, und Tutorial heißt irgendwie, man soll die Angriffstaste, also die Schlagtaste, und oben drücken, in dem Moment, wenn der Gegner einen angreift oder einen trifft. Aber das habe ich sonst nie geschafft, und heute, und in der also dieser Folge und letzte Folge, ging es irgendwie erstaunlich gut. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe jetzt 3 Tage nicht mehr gezockt, ich wollte eigentlich trainieren, aber wie es halt immer so ist, kommt immer was dazwischen. Und jetzt hatte ich mir so, komm, versuch's mal aufzunehmen, wenn es nicht klappt, kann es morgen nochmal versuchen, und dann für die 2 Folgen diese Woche. Ist auf alle Fälle creepy gewesen. Aber funktioniert, das ist doch schon mal schön. Ja, Freunde, das war es für die heutige Folge. Nächstes Mal werden wir nicht das Ding machen, das machen ein anderes Mal. Da muss er wirklich Pro sein. Ne? Dafür muss er Profi sein, um Raditz hier zu schlagen, in einer gegebenen Zeit. Und die Route selber hier ist, wie man mir gesagt hat, schon recht hardcore. Ne? Also da muss ich einiges drauf haben. Das heißt, wir würden nächste Folge dann... Warte mal, ich mach's. Nicht Schwierigkeit ändern. Nein, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Wir machen nächste Folge dann. Das. Weil ich ganz verstehe, warum heißt eigentlich hier die beiden Super Saiyajins. Das haben mich damals so irritiert. Klar, es sind beide Saiyajins, sind beide Super, aber es sind doch keine Super Saiyajins. Ne, ich würde sagen, in dieser Folge machen wir dann mit der Buu-Saga weiter bei Goku. Also ganz regulär. Die Dinge hier haben wir gemacht, ja. Das war ja eigentlich nur so Heimkehr. Das ist quasi ein bisschen anderer Ausgang. Das Ding, genau, das fehlte noch. Und dann haben wir das Ding jetzt gemacht. Jo. Das sind im Prinzip so die 3, sage jetzt mal, großen Unterschiede auf Son Gokus Route. Das Ding, was noch fehlt, das, was wir gemacht haben, und das in der Cell-Saga. Wo wir gegen Cell und gegen die Sabis ineinander antreten. Jo. Schön, schön, oder? Kann man sagen, ist aber eine... Doch, das passt perfekt. Ich kann sagen, von der Zeit her und so. Aber alles supi. Senionär. So, Senionär natürlich. Ich werde trotzdem oft noch mal ein bisschen gucken. Ich habe mir auch ein paar YouTube-Videos markiert, die ich gerne anschauen möchte. Wo es da irgendwie auch Tipps gibt, wegen, hey, so machst du ein Superkonto einfacher und so. Und ansonsten halt einfach viel Training und nochmal Training. Ansonsten auch Dragon Ball mäßig haben wir jetzt nichts Neues mehr bekommen, ne?
Da weiß ich mittlerweile auch, dass die Super Dragon Balls, die kriegen wir eigentlich immer alle auf einen Schlag. Ne? Ich glaube, du kannst sie im Spiel 2 oder 3 Mal insgesamt bekommen. Wenn du halt gewisse Story-Elemente machst. Ne? Zum Beispiel mit Son Goku ist klar, wenn du da bis zum Turnier der Kraft machst und das dann nachher gewinnst, quasi kriegst du auch irgendwie alle 7 Super Dragon Ball zusammen. Dann muss man mal irgendwie ein paar sammeln. Bei Palum muss man gucken, ob man den rufen kann. Aber ja, immerhin läuft es sonst ganz gut, oder? Ein bisschen laggt es hier, fragen wir gerade warum. Manche PS5, die soll nicht unbedingt laggen. Bei der Switch wäre es was anderes, aber gut, das ist ein anderes Thema. Laden, ja. Mal irgendwie ein bisschen was kaufen, dann genug Kohle. Ja doch, ne? うちの旦那もたまにはお買い物に付き合ってくれたらいいのに。 Wir müssen die Charaktere kaufen, die wir eigentlich schon von der Story her hatten, ne? Ich frage mich, wir müssen die überhaupt alle kaufen, wir können die irgendwie auch freispielen. Andererseits spielt es eine Rolle, ich meine, ich habe genug Kohle. GT! Wenn die Transformation zu March auch drin sein. Freezer Armee-Soldat. Ja, natürlich. Lord Slug, Tarles. Ja, ich habe die ganzen Filmcharaktere. Geile Filme. Sin Shenlong. Ja gut, hier nehmen wir auch mal. Ja, natürlich zum Omega Shenlong. Kriegen wir ja schon die Dragon Ball Super Charaktere. Anirasa. Hat ein bisschen was von, wie hieß der? Hachiak oder so. Sollte auch ein Tafel, also sprich ein Zufurujin sein oder irgendwie von einem Zufurujin entwickelt worden sein. Nach einem ähnlichen Beispiel wie Baby tatsächlich aus GT. Und ja, diese Zufurujins oder eben auch diese, wie heißen die schon, diese M2-Maschinen oder so, wie Baby einer ist, die gibt es mittlerweile auch schon bei Dragon Ball Super Heroes, nur halt nicht nur Baby, sondern auch andere. Die aber trotzdem offenbar eine Vorliebe für Vegeta haben. Ne? Vegeta als Saiyajin Prince offenbar sehr beliebt bei denen. Und Bartok hier das neue Aussehen hat, verstehe ich auch nicht ganz. Also der Bartok aus dem Special und so, der ist gar nicht mehr Kanon. Kann ich mir so vorstellen? Ja, schade. Pan GT, so. Langsam aber sicher mal alle GT-Charaktere, ne? Das ist schon mal gut. Also mal so, wir gucken noch kurz, was wir jetzt hier alles gemacht haben. Warte mal. Weltturnier, der ist neu. Haben wir gar nicht gesehen. Nur mal kurz zeigen von den Charakteren, die wir jetzt mittlerweile haben. Das normale Weltturnier. Bisschen oldschool, ne? So. Son Goku aktuell in seinen verschiedenen Z-Formen, ne? Ja, da ist nichts Neues. Die kommen noch, wer weiß, den kann ja theoretisch mal freispielen. Ich denke, die kommen ja innerhalb der Story auch noch. Also irgendwie automatisch freispielen. Ich bin sehr gespannt auf das nächste DLC, weil ich hoffe, dass wir dann Son Goku Mini, also sprich Son Goku Daima, in einer Super Saiyan Form bekommen. Und angeblich auch noch Vegeta aus Daima und so, also da wird hier noch ein bisschen was kommen, freuen wir schon mal sehr darauf. Ansonsten mal gucken, Vegeta geht ja einfach so. Also wenn es mit den Fusionen ist, kann man die irgendwie... Kann ich jetzt theoretisch, wenn ich Vegeta spiele, also Vegeta Z zum Beispiel oder Vegeta Super, wie auch immer. Warte mal. Wir haben nur ein Vegeto-Set. Normal Vegeto wird zu Super Vegeto. Aber er wird nicht zu Vegeto Blue. Das ist schade. Nein, was ich sagen wollte ist, ob ich eigentlich, wenn ich jetzt mal den Vegeta aus Super spiele, ob ich dann irgendwie ja, Potaras anlegen kann, um zu fusionieren. Aber so. Das auch eine Art Transformationen wäre. Und Roshi. Hä? Transformation. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, oh, warte mal. Der kann sich zurücktransformieren und der kann sich nicht hochpushen. Ah doch, geht auch, okay. Ich wollte sagen, wäre es ein bisschen creepy gewesen. Die Cell-Varianten. Ah, hier.
Bin natürlich too much. Jo. Wird das sein? Auch Bardock. Kein Super Saiyan, ne? Enttäuschend. Gerade jetzt kein einfacher Super Saiyan, ist auch enttäuschend. Gern gesehen bei ihm. Ah, stimmt, das haben wir noch gar nicht gemacht. War bei Goku. Ah, die Cheese-Bombe ganz vergessen. Er wollte einer machen. Okay, versuchen wir mal zu notieren. Ja, da ist dieser eine Absprung in der Story, den ich irgendwie falsch gemacht habe. Moment, wir gehen ja zurück. Ah, doof. Mann, Michael. Hat ein bisschen was von Xenoverse, ne? Die ist irgendwie hin und her springende Geschichte. Aber eben, da kann ich in der Zeit gar nicht erfreut sein, was sie hier treiben. Vor allem, ob das vielleicht sogar eine Fortschritt ist, irgendwie auf Xenoverse 3, falls irgendwann kommen wird, ne? Dass wir hier schon mal einen guten Grundbaustein verlegen. Hier, warte mal, der hat mal falsch gemacht, ne? Genau, Bata und Ginyu. Eigentlich wäre es Cheese und Ginyu, sprich, ich muss dann nochmal antreten gegen die. Und, also, sprich, Rikum besiegen, wobei ich glaube, das mache ich ja offscreen, also mehr oder weniger macht das Son Goku von selber. Und dann kämpfen wir gegen Cheese, da muss dann Crusher Ball abwehren, genau, weiß mittlerweile wie es geht. Muss man ganz kurz trainieren, weil das machen wir nicht ständig. Dafür braucht man ein bisschen, wie heißt die Fähigkeitsleiste, dafür braucht man ein bisschen was. Ich glaube 2 Ladungen brauchen wir dafür. Damit du die Attacke quasi wie von dir abprallen lassen kannst. Alter, bei Vegeta das Wehraufnahme machen können, war scheiße. Ging ja immer auf den wilden Sinn. Doof. Das war der klug gewesen. Na egal. Auf alle Fälle, wenn man halt hier jetzt in dem Fall gegen Cheese kämpft, sein Crusher Ball abwehrt, dann kämpft nicht Bata plötzlich gegen Son Goku, sondern es bleibt Cheese drin. Wir besiegen Cheese. Ne, Quatsch, umgekehrt eben. Bata switcht dann rein, weil Cheese sagt, ich habe keine Chance gegen ihn. Dann kämpfen wir gegen Bata, besiegen ihn. Und dann gibt es nachher hier die Dinge mit Cheese und Ginyu, ne? Weil Cheese dann zu Ginyu geht, wie es original auch passiert ist. Genau. Soweit dazu. Freunde, ich sage euch Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Dragon Ball Sparking Zero. Bis dahin, bye bye.